Unser Luftschiffhangar ist da! Fidiralala! Und jetzt Schiff bauen. Na schön. Es finden sich keine Schiffe in der Bauwarteschlange. Hätte mich auch gewundert. Mit Helium oder Arktisgas bauen. Huch. Okay. Bewaffnete Luftschiffe. Bewaffnete. Das heißt, er kann jedes Schiff von denen mit Helium oder mit Arktisgas. Arktisgas bauen. Warte mal, da hat er, glaube ich, was mit den Trefferpunkten so zu tun, wa? Harpy bewaffnet. Schlank, schnell und gefährlich. Das Luftschiff vereint Geschwindigkeit und Feuerkraft. Ja, macht Sinn. Das ist ein Unterschied, ob ich es jetzt so baue oder... Nun, statt zu verhandeln, Sie sind zu großzügig. Also warte mal, falsches Schiff gewählt, wa? Hier. Das ist Harpy und... Machen wir es anders. Unbewaffnete Luftschiffe erstmal. Also die unbewaffneten. Normale Harpy mit Arktisgas. Die Geschwindigkeit 27 bis 51 Trefferpunkte. Okay. Ist aber dasselbe. Natürlich sind Baukosten anders. Auch hier ist noch ein bisschen mehr Aluminium, dann könnt ihr schon mal die Harpy bauen. Eine Expresslieferung wünscht, liegt mit diesem schlanken, schnellen Luftschiff goldrichtig, allerdings hat es nicht viel Frachtraum. Aber guck mal, der Einfluss ist gering. Angenommen, ich habe Frachtplätze 2, an den Plätze 1, okay. Wenn ich jetzt die Harpy-Schiffe für den Luftpost nehmen würde, würde es mir reichen. Momentan kann ich eh nur quasi, okay, ich nehme von der Insel was mit und bringe es zu einer anderen Insel rüber. Fertig. Und über mehrere Schiffe hinweg geht es leider nicht, wie wir schon mal festgestellt haben. Sprich, die Harpy wird dafür reichen. Angenommen, nämlich würde jetzt... Die sagenhaften Länder existieren wirklich. Dafür wird die Harpy ausreichen. Dann haben wir den Manticore. Das größere Modell des Schnellluftschiffs ist geräumiger als ein schlankes Pendant und kann Großlieferungen schnell von A nach B bringen. Ja, wir sind nicht so schnell wie der natürlich. Und würde mit Gaslauf damit segeln. Okay. Die Frage natürlich, wenn ich jetzt hier für die Dinger brauche, ob er deswegen auch irgendwie andere Vorteile hat. Das kleinste Hermes, kleinste Frachtluftschiffe. Hier Geschwindigkeit über Ladekapazität, aber hat trotzdem 3 Frachtplätze, also mehr als der hier. Hey, aber trotzdem ist der Harpy ja schneller als der Hermes. Kostet mir auch mehr Einfluss. Hä? Verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz. Warum ist der trotzdem schneller? Ne, die haben noch keinen Einfluss. Außerdem, dass er halt Arktisgas dafür bräuchte, aber ist halt so. Bislang die Harpy am wenigsten Frachtplätze, ist aber am schnellsten. Manticore. Gleich viele Frachtplätze wie Hermes. Ich sehe nicht, dass Hermes irgendwie schneller sein soll als der hier. So, momentan macht der Hermes für mich gar keinen Sinn zu bauen. Pegasus. Ein schicker Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Laderaum. Dieses mittelgroße Luftschiff ist in jeder Handelsflotte äußerst nützlich. 5 Frachtplätze, okay. 5 Einfluss. Was macht der hier? C4. Das größte Luftschiff, das je gebaut wurde, diesem Koloss an Geschwindigkeit mangelt, wird durch das Abkommen geschlossen. einen gewaltigen Frachtraum mehr als weggemacht. 8 Plätze. Ja gut, das ist natürlich halt innerhalb derselben Welt, wa? Achso, dann natürlich Harpy wäre halt interkontinental natürlich praktisch, wa? Auch. Was mit dem Boreas? Ein nicht starres Luftschiff, das durch den Innendruck des Gases in Form bleibt. Sehr nützlich für Handel auf lange Entfernungen und für dramatische arktische Rettungsaktionen. Okay. Also der fliegt vielleicht höher als die anderen Luftschiffe, als die neuen. Minimal, maximal. Aber auch hier sehe ich keinen Unterschied mit dem Arktisgas.
Also wohl mal geändert war. Der Einfluss, Aber eben, da ist jetzt halt maximale Geschwindigkeit 32,8. Der natürlich C wäre nicht viel. Der hier wäre HP ist wesentlich schneller. Der jetzt mal behauptet, HP ist für. Ja, Luftpost ist. Ja, kann man natürlich darüber streiten. Da sage ich, hey, HP nehme ich interkontinental. Natürlich geht halt hier, wenn ich das mache, muss mir klar sein, hey, dann habe ich hier vielleicht nur eine einzige Ware, die ich transportieren will. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Stellt sich halt die Frage, lohnt es interkontinental überhaupt? Also sprich jetzt, oder überregional, wie es hier so schön heißt. Eigentlich wäre der C4 cool, aber der, ich habe das Gefühl, der ist zu langsam, vor allem im Vergleich mit unseren Vollkühlschiffen. Die machen schon einen guten Job. Also nutze ich im Prinzip künftig, ist jetzt vielleicht eine Idee, die Vollkühlschiffe immer für interkontinentale Reisen. Außer Luftpost. Luftpost könnte ich auch mit der HP machen. Wenn ich innerhalb einer Region bin, nutze ich zum Warenaustausch einen C4, weil der meisten Raum hat. Die Boreas-Klasse brauchen eigentlich gar nicht mehr. Klar, C4 braucht verdammt viel Einfluss. 9 Stück pro Schiff, aber irgendwie, aber das Gefühl lohnt sich auch. Trotzdem würden erst einmal ein bisschen was probieren, wa? Also auch probieren müssen, logischerweise. Noch ein paar Segelschiffe. Was ich nicht geguckt habe, ist mit dem Helium. 55 kostet der, 20 der. Also wir können ein paar Schiffe bauen fürs Erste. Und ich gucke jetzt noch ein paar Bewaffnete. Auch hier sehe ich jetzt keinen Vorteil gegenüber arktischem Gas und Helium, aber scheiß drauf. Okay, die werden wir dann mit der Zeit dann bauen, Freunde. Kein Problem. Lass mal hier hin. Glaube ich. Da soll ich jetzt erstmal gucken, dass ich diesen scheiß Manticore hier bauen kann. Dann versuche ich doch erstmal die Harpie. Also testweise halt. Aluminium, bis ich das alles habe. Ja, das wird dauern, aber hey, ist halt so. Natürlich auch hier noch, ja. Überregionale Post mit dem Postwegen. Ja, wäre die HP schon geil. Wann können wir das mal testen? Post von La Isla in die alte Welt schicken. Wäre mal eine Option, Freunde. Wäre mal eine Option. Hier sieht es eigentlich sonst im Allgemeinen ja auch gut aus. Gut, ich meine, die Häuser können auch hier hin oder so, aber ist egal. Hier oben muss ich eben gucken. Da wissen wir Bescheid, was da abgeht. Ist das scheiß Item eigentlich fertig? Okay, bald. Dann hätten wir das auch. Jetzt bist du zurück. Was brauche ich eigentlich noch? Ich meine, jetzt bin ich hier. Ein bisschen Waren. Noch zu wenig von dem. Jetzt aber auch zu wenig von dem. Dafür Baumaterial gesehen. Dampfmaschinen. Okay, ich nutze ich gerade mal zum Dampfmaschinen einsammeln. Manövriere. Ich brauche jetzt hier unten nicht mehr. Ich habe hier soweit alle Felder gebaut, so die ich konnte. Ich nehme auch hier jetzt mit dem Luftschiffhafen. Ich glaube, das sind soweit jetzt hier auch mit dem Luftschiff. Der geht jetzt hier hin. Okay. Hier ist der Hafen. Also ist eigentlich nur auf der Insel momentan unpraktisch. Aber das konnte ich nicht ahnen, dass das so scheiße gelöst ist vom Spiel. Ich hoffe, die Entwickler hauen da irgendwann noch ein Patch raus. Dass nicht immer einfach hier hingeht oder dass man das irgendwie steuern kann. Weil sonst, ich habe hier keine Chance mit den ganzen Modulen und so was irgendwo hinzubauen. Ich könnte natürlich die Dinger hier verschieben. Nach hier unten. Den Lufthafen hier oben hin. Ob es was nützt, weil die sind ja direkt hier unten, ist eine andere. Ich glaube, es ist viel nützt, Freunde, ganz ehrlich. Propeller drehen sich. Ja, sind die Vollkühlschiffe. Ich muss mal gucken, wie schnell die Vollkühlschiffe eigentlich sind aktuell.
Eigentlich müsste es schon relativ flott sein. Höhe stabil. So, nehme ich aber trotzdem mal noch 50 davon mit. Dann kann es nochmal runtergehen. Steuere. So. HP können wir bauen. Eben, der ist natürlich auch vom Wind abhängig. Da sehe ich gerade. Ich glaube, für Luftschiffe wäre das schon praktisch. Luftpost. Wir versuchen es mal. Einfluss 1, das kriege ich jetzt gerade noch so hin. Und das Ziel ist ja eigentlich, wie bereits erwähnt, dass wir alle unsere aktuellen Schiffe durch neue Luftschiffe ersetzen, außer zurzeit noch die Vollkühlschiffe, weil man noch nicht weiß, wie das mit dem Speed aussieht und so. Und natürlich um Frachtplatz 8 schon geil wäre, auch dafür. Wenn der halt interkontinental oder überregional halt auch scheiß langsam ist, dann vergessen wir es. Natürlich die Öldinger werden auch nicht gehen. Die Öltanker. Ja, müssen natürlich uns auch bewusst sein. Die HB-Waffen kosten irgendwie gar keinen Einfluss, auch nicht. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das echt so ist. Er kann noch ohne gebaut werden. Trotzdem natürlich interessant, wenn man sich jetzt sagt, hey, ich könnte ja auch mal bewaffnete Harpie bauen. In dem Sinne halt mit Kanonen zum Beispiel. Um meine Fullkühlschiffe zu supporten, die unterwegs sind. Wäre eine Option. Aber die ganzen Borea-Schiffe hier werden ersetzt durch den hier, den C4. Das Schlachtkreuz ich habe und so, ein Monitor. Wenn, dann werde ich die auch ersetzen durch die hier. Sogar durch irgendwie 2, 3 Manticore. Dann war's das. Aber ja, alles mit der Zeit gucken, Freunde. Das dauert halt noch ein bisschen, ne? Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Oh, wir haben viele Dampfmaschinen. Alter Schwede. Das ist natürlich geil. Kurs gesetzt. Dann haben wir auch Himmelsbote 2 mit der Post. Nimmt zu, da ist originale Post. Die ich jetzt leider aktuell nicht mehr habe, aber die kommt hier wieder. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Wo ist mein Hafen hier? Wo ist er? Hier. Bleibt stabil, okay. Mhm. Die Frage, braucht die überhaupt gerade für ihn was? Gab nicht, wahr? Also durchaus ein paar coole, aber eben. Na gut, den mal reinpacken zum Gucken. Ob ich den hier unten eventuell gebrauchen könnte. Am ehesten für den hier war, aber US 30 gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Ach ja, hier umbauen, das sind Spaß, Freunde. Da freue ich mich jetzt schon nicht drauf. Ja, was muss, das muss, wa?
bringt mir leider ja auch nicht. Aber so cool, dass ich noch den scheiß Postamt noch hinkriege. Postamt besser gesagt. Natürlich hier ein bisschen doof, wir müssen ja hier oben hinbauen. Ja, nee, nicht ganz, wa? Nee, da geht auch nichts. Eigentlich ganz doof gebaut, aber hier natürlich, hier stimmt es auch nicht so ganz. Oh je, so bin ich gerade. Oh, okay. Durch Gegenwind, da dauert es ein bisschen, bis er kommt. Moment. Das sieht ja aus wie das andere Luftschiff. Sieht aus wie eine Boreas-Klasse. Ist voll im Boden drin versteckt. Sieht gar nicht aus wie eine Harpie. Seltsam, so einem Bau befindliches Luftschiff? Wie ein gestrandeter Wal. Leute, ihr baut gerade das falsche Luftschiff, ist doch schon klar. Der ist ein bisschen falsch. Ich habe eine Harpie bestellt, kein Boreas. Ja, so eine Scheiße aber auch. Der, was willst du machen, der machst halt nichts, wa? Ja, man muss ja halt nochmal neu bauen, Freunde. Dafür lohnt es sich aufzuwachen. Vielleicht unbedingt alles komplett neu, aber zumindest mal die Umrandung und so. Ne, komm, ich reiß ja alles ab, mach's nochmal neu. Genug Ding müsste ich eigentlich alles noch haben. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich baue hier alles nochmal neu. Aber eben keine Hacienda-Wohngebäude. Die habe ich jetzt nur hier. In St. Lomé und auf meiner Hauptinsel, La Isla. Die habe ich nur hier. Auf einer anderen Insel mache ich das nicht. Ich habe zwar mal den Quatsch noch gemacht, aber wir haben genug Einwohner und so, da hauen wir den am Schluss mal noch weg, aber was soll's. Also Postamt-Produktion ist eigentlich cool soweit. Ja, Mann, Briefkasten. So. Den Briefkasten da auch. Dann den und den. Theoretisch wäre irgendwie hier oben noch einer, für noch ein paar Leute. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich noch... wo ist er? Draußen noch einen hinbauen. Ich weiß, es bringt jetzt nicht so viel, aber die Idee dahinter finde ich eigentlich noch ganz nett. Was heißt, es bringt nichts? Warte mal, es bringt natürlich doch was. Dann kann ich eh nur Blaupause im Unsinn rechnen, wenn man mehr Einwohner generieren würde. Hinten kriege ich eh keine Straße komplett zu. Nee, keine Chance.
Hm. Ja, aber so geht's schon wieder nicht mehr. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Okay. Oh. Sieht immer cool aus. Ah, natürlich fällt jetzt hier plötzlich die Ware. Super. Moment, bin gleich wieder da. Auf Kurs! Siu. Auf Kurs. Ja, du mich auch. Also, der ist dabei. Nachher können wir noch Boreas bauen. Okay. Logischerweise brauche ich dafür kein Aluminium. Nicht mehr zumindest. Ich will auf den hinarbeiten, auf den C4. Das dauert und dauert, bis sie mal scheiß Aluminium produziert haben. Junge, Junge. Im Schwebezustand. Fast schon überlegen, ob ich nicht doch die zweite Bauxitmine auch noch anschmeiße. Noch ein bisschen mehr Kohle generiere. Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Ah ne, wir haben nur eins. Sorry, das war ja Helium. Also eine zweite habe. Aber eben eine zweite Helium Mit braucht Rumstehen kann man uns irgendwie keine sowieso nicht. Ich meine, strahlende Zukunft erreichen. ja, sehe ich gerade irgendwie nicht, dass das irgendwie lohnen würde. Vielleicht sehe ich das ja auch falsch, wer weiß. Denn der Preis, der wäre heiß. Ganz ein heißer Preis. Und was für ein Scheiß. So. Dann ganz kurz hier hin. Gut, nochmal hier. Jetzt könnte ich eigentlich den mal ausbauen, wa? Der lohnt sich auch. So. Der nächste wird eigentlich der hier sein, wo es sich lohnen würde. Ist sowieso nur der einzige, aber trotzdem wird es lohnen. Aluminium. Junge, Junge. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Kapitän Kardashian? Nein. Ganz sicher nicht. War stehen geblieben? Hier. Nur gemerkt habe, hey, da oben geht es doch noch. Und das Posten haben wir hier. Und ich habe doch einen relativ großen Radius. Das gefällt mir. Das hier wäre eher ein bisschen unschön. Kann ich also gar nicht großartig ändern. Das heißt, was ich machen könnte. Ja, das wird schwierig. Hier oben geht es auch nicht weiter. Da hat er gerade irgendwie die Häuser neu platzieren, damit ich ein bisschen mehr reinkriege. Zum Beispiel. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Hier unten geht es auch nicht. Theoretisch kann ich hier mit einem runter und dann so rüber, aber warte mal, so ein Ding ist ja. Das sind 4 Felder, wa? 1, 2, 3, 4. Ne, so 4 mal 4, wa? 4 mal 4. Ich habe hier 1, 2, 3. Den Reiz leider auch nicht. Wenn man jetzt die Straße wegnehmen würde, die hier auch, die ganzen Häuser statt nach oben, also statt nach Norden quasi, und mehr nach weniger nach Norden, und nach Westen ausrichten würde, es wird trotzdem nicht funktionieren. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut. Dem Himmel so nah. Für die Rallala, für die Rallala. So, und du brauchst Aluminium, da ist auch wieder klar. Die geniale Erfindung ist vollendet. Das freut mich sehr, Freunde. Hier haben wir es. Alter, ist er klein. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Flotte Forelle. Siu. Befehle erhalten. Siu. Alter, ist der fix. Motoren anwerfen.
Helium-Gaszellen, Effekt plus 100. Hui. Höhenruder einstellen. Das mit dem Effekt drauf, den sehe ich hier gar nicht, wa? Ich sehe nur Trefferpunkte 1400. Ich sehe aber nicht, dass ich den Bonus habe vom Helium. Mit Arktisgas wäre irgendwie schneller dann, oder was? Da kommt doch schon, wa? Höhe stabil. Der ist so klein, der können wir direkt übersehen. Ja gut, Freunde, schicke mal rüber, wa? Jetzt will mal eine Aktion erleben. Ich bin gespannt. Höhe stabil. So, jetzt mal gucken, was war jetzt alles noch. Jetzt haben wir hier ein bisschen zu viel mitgenommen. Ach, hier unten noch Holz. Wo war doch am ehesten gerade Holz? Ja, ich würde sagen hier. Flugroute ist eingezeichnet. Hätte schon da genug Aluminium für eine Harpie oder Manticore? Dieses größere Modell des Luftschiffe ist schneller geräumiger als ein schlankes Pendant, kann große Lieferungen schnell von A nach B bringen. Ja, aber trotzdem nur ein Frachtplatz mehr. Mehr Trefferpunkte, ja, aber nicht so viel bringt. Ja, ne, kann man sparen auf den C4. Wir gucken uns dann mal nächste Folge ziemlich sicher mal in C4 an. Ich will mal gucken, was hier auf der Weltkarte abgeht, wie schnell da ist. Hat schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf, Leute. Doch, doch, also flott ist er schon. Okay, nächster Satz hier noch. Eine Versorgung von denen. Dann transportieren sie Post per Luftschiff und versuchen zu produzieren. Ja, machen auch mal. Sobald es geht. Ich habe eine revolutionäre neue. Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Ihr wollt hier ein Museum haben. Warum? Warum ist nicht davon, dass es gar nicht geht? Ah, doch, hier hinten ist es. Museum. Und dann, was bringt es euch? Hier, ein Museum. Es muss sein. Sie enttäuschen mich nie. Wow. Da hat es einfach mal 0 gelohnt. Im Schwebezustand. Ja, der Boreas ist natürlich so, wenn er mit dem Luftstrom fliegt, ist er schnell. Aber sonst eben nicht, wa? Der ja weniger. Hermes. Das kleinste aller Frachtluftschiffe. Die Geschwindigkeit über Ladekapazität. Er ist eigentlich schneller als der Boreas, das stimmt. Aber trotzdem ein Ladeding weniger. Also ich sag's mal so, wenn man halt den Boreas hat aus der Arktis, dann kannst du Hermes Von der Überfahrt zurückgekehrt. und Manticore sparen. Dann baust halt lieber ja, Pegasus höchstens. Bei ganz ehrlich, eine Kapazität mehr, aber dafür 5 Einfluss. Nee, da glaube ich spare es lieber auf C4 und HP. Also so kommt es mir gerade vor, dass eigentlich nur die beiden sich momentan lohnen. Wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, aber ich sehe sonst gar nicht irgendwie, was das großartig bringen soll.
So, ein bisschen davon kann ich noch mitnehmen. Nochmal gucken, wo ich noch irgendwas brauche. Ich habe noch 60. 90. Ja, wieder hier hinkommen. Auf Kurs. Also wie gesagt, so kommt es mir gerade vor, Freunde. Das C4-Klasse, also Harpie und C4, das sind, glaube ich, die sich am meisten lohnen. Und Boreas, ja, klar, wenn du ein Mittelding suchst, aber auch hier der Unterschied zwischen Manticore und Hermes. Du nimmst doch eher den Manticore als den Hermes. Die Frage ist halt mit dem Manticore und Harpie, wie sieht es halt eben also überregional aus? Welcher von den beiden wäre besser? Das muss man halt herausfinden, wa? So, da ist er auch schon. Die flotte Forelle. Also um die zu bauen, brauche ich auch hier Aluminium, muss ich also aus der neuen Welt einmal holen. Das kriegen wir hin. Dann hast du hier noch ein neues Item. Den da. Irgendwie ein Slot für die Luftschiffe, noch weniger, oder? Dampfschiffe, Dampfschiffe. Sie haben jetzt irgendwelche Luftschiffe oder so. Ist da noch was Brauchbares für unten? Ich wollte doch irgendwas noch mitnehmen. Salpeter, aber das ist jetzt für einen Lagerplatz zu wenig. Und ein paar Dampfmaschinen mehr mit. Das wäre noch eine Idee. Ja, das wäre eine Idee, Freunde. So, noch mitnehmen könnte. Dann gehen wir mal hier hin und gucken noch mal ganz kurz zum Abschluss der Folge. Alles ein bisschen überwachen. Sieht offenbar eben noch alles cool aus. Wundert mich ein bisschen, muss ich zugeben. Das Salpeter importiere ich auch von hier aus. Ja, leider gibt es keine Speicherstadt unten, war in der neuen Welt. Das wäre natürlich eng geil, wenn es das gäbe. Vielleicht ein bisschen so übertrieben. Arktisgas ist auch so viel hier. Ich glaube, mal Schiffe mit Arktisgas bauen. Ich bin auch mal so interessiert, wie das überhaupt funktioniert. Also, ob es überhaupt funktioniert. Ja. Phonographen nehmen so rapide ab. Ich will auch mal austauschen, wa? Im Telefon tut mir gerade keinen Gefallen. Ja, die Phonographen dann, wobei hier ist es relativ gut, relativ weit oben. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Dinge hier sind voll. Ihr könnt es also mal wagen. Alle Klänge der Welt in den eigenen 4 Wänden. Sogar Didgeridoos. Passen wir mal ganz kurz an. Da machen wir den hier noch. Für die Rallala. Die Telefone hier. Ja, wir haben bereits gehandelt. Müssen halt auch dem irgendwie was anderes austauschen, damit es besser funktioniert. Oh, er legt ab, super. Ich mache die mal ein bisschen weniger, in der Hoffnung, dass ich auch weniger brauche. Ach, nie im Leben brauche ich so viele Bananen. Hier, das ist glaube ich ein bisschen übertrieben mit den Waren. Leider geht meine Brillenproduktion hier auch ein bisschen flöten, das ist auch ein bisschen nervig. Ist leider noch nicht so weit, dass ich den da einsetzen könnte. Die Glühbirnen.
hat das perfekte Verhältnis noch nicht so raus, Freunde. Leider ihm noch nicht. Cognac, ja, klingt auf den ersten Ding cool, aber irgendwie auch nicht so richtig. Warte mal, ich nehme mal wieder Schokolade hier rein. Versuch's zumindest mal. Oh ne, aber doppelt so viel Schokolade für... Ja, Mann. Kann ich vielleicht gerade... Warte mal, ich habe Phonographen, Sekt, Taschenuhren. Die scheiß Glühbirne. Ja, ich brauche nicht so viel. Ja, vielleicht bald schon auf dem nächsten Level. Ja, okay, das könnte funktionieren. Wir gucken mal, Freunde, wir gucken mal. Ansonsten Warenwahl sieht ja besser aus. Dann eben hier nochmal ausrüsten. Ich wollte mitgeben. Was will ich dir mitgeben, Kumpel? Was will ich dir mitgeben? Ja, sowas wäre so eine Variante. Nee. Waren was? Dampfmaschinen. Sind so nur 50, aber besser als nichts. Den brauchen wir sie garantiert. Jo, würde mal sagen. Jetzt mal ganz kurz hier runter. Setz das Ding in Bewegung. Ups. Verzeihung. Die Tassenkombi. Ah, vor der Hütte voll. Also. Hier soll der Lufthafen mal noch hinkommen. Eine nächste Folge auch vielleicht mal angehen. Was? Alter, ist das schnell. Da ist Speedy Gonzales. Klein, aber fein. Ich bin gespannt, wie wir den einsetzen werden. Wenn es halt wirklich der schnellste ist und so, ich denke für Luftposts, vor allem mit nur 2 Dingern, könnte glaube ich doch ganz gut sein. Ah, die spitze Nadel vorne. Oder ich sage mir, 2 ist mir zu wenig, ich brauche irgendwie doch eine mit 3. Bauen wir halt einen anderen nochmal. Ich glaube vorerst bringt es der schon. Und eben, das mit Arktisgasen, so muss man noch ein bisschen gucken. Ich habe mir eben sagen lassen, hier mit der Sonne ist ein bisschen doof. Ich habe mir sagen lassen, mit Arktisgas soll es angeblich das Schiff schneller sein, mit Heliumgas. Soll er mehr Trefferpunkte haben, aber irgendwie sehe ich die Info hier im Ding selber nicht, im Lufthafen. Luftschiff-Hangar, Entschuldigung. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber ja, ist wie es ist. Was soll man machen? Freunde, an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800 mit den nächsten Schiffen. Und hoffentlich an der besseren Erkenntnis. Da bin ich schon mal sehr gespannt darauf. Wir werden sehen. Bis dahin. Bye, bye. Nee, warte mal. Bevor ich Bye, bye sage, kann ich schon mal zurückschicken. Und das vergessen, nächste Folge wieder. Ihr kennt mich doch. Wo ist überhaupt? Hier. Für den Einsatz. Ja, neue Welt kommen. Gehen wir nach Sandholme. So. Also, tschüss. Hui. Echt flink, der Kleine.